Also bevor das Video beginnt, will ich nur sagen, ich provoziere gern. Willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, sehe ich ein bisschen anders aus, weil ich mir so Locken gemacht habe. Respektive Lana hat mir die Locken gemacht. Und wenn ihr in meiner Insta-Story aktiv sind, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, dass ich am 15. April Geburtstag hatte. Ja, ich bin 16 Jahre alt jetzt. Das heisst, ich darf alles, was ab 16 ist, machen. Irgendwie fühlt es sich so an, als ob ich jetzt wirklich 16 bin. Aber irgendwie ja nicht, wegen meinem Verhalten und so. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, in dem Video würde ich ein bisschen so erzählen, wie mein Geburtstag so war während der Quarantäne oder einfach wegen Corona und was ich so für Geschenke bekommen habe. Wenn euch das Video nicht interessiert, was ich zum Beispiel auch für Geschenke bekommen habe oder wie mein Geburtstag abgelaufen ist, dann ist eine Tür, kann sie gerne benutzen oder gang auf ein anderes Video von mir oder gang einfach auf einen ganz anderen Kanal. Und falls ihr gerne bekommt, ja, du musst nicht erzählen, wie toll dein Leben ist oder wie toll ich bin. Es ist schließlich mein Kanal, also ich darf aufposten, was ich will. Der Kanal geht auch grundsätzlich über mich. Außer dass fast in jedem zweiten Video die Lola dabei ist. Auf jeden Fall labere ich nicht so viel und dann legen wir los. Ich erzähle jetzt mal so, wie mein Geburtstag war. Und zwar bin ich aufgewacht worden von meiner Mami und von Lana. Ich bin gerade gratuliert geworden, sagt mir das so. Dann bin ich mit der Lola und mit der Lana rausgegangen. Dann eine große Runde gegangen. Dann habe ich von meiner besten Freundin ein Paket vor der Tür stellend gesehen. What? Jetzt will ich euch so zeigen, was ich dort bekommen habe. Ich habe von ihr Mikado bekommen. Dann habe ich von ihr so etwas bekommen. Also da ist so eine, da kann man den Finger da drauf machen und dann bloß die Finger an. Es sagt eigentlich Monkey Nail Dryer, genau. Und ja, das ist richtig herzig. Und ich habe so eine Handspray bekommen. Also so sieht das aus. Und da kann man es so machen und dann kann man es so drauf drücken und dann sprayt es. Ja, und es schmeckt einfach extrem gut und ich habe extrem Freude an diesem Geschenk. Dann habe ich auch für ihr eine Karte bekommen, die ich aber nicht vorlesen will, weil es natürlich persönlich ist. Danke dir nochmal für das tolle Geschenk. Ich habe extrem Freude. Dann ist eine andere Freundin vorbeigekommen und sie hat mir Toffifee mitgebracht, wo ich auch schon ein bisschen habe essen. Also es sind zwei, die ich schon gegessen habe. Und dann von Essence so eine Lipgloss. Ich habe das schon in Violett. Ich liebe einfach Lipgloss lieber als Lippenstift, obwohl es Lipgloss ab und zu sehr nervig kann sein. Wenn man lange Haare hat wie ich und wenn der Wind kommt, dann ist es sehr nervig. Und vor allem von hinten, weil dann gut alles in Lipgloss hin und das ist nervig. Und ich habe auch drauf hier. Und dann sind meine anderen Freundinnen gekommen. Also da habe ich so ein Paket bekommen, wo Süßigkeiten drin sind. Und da ist noch etwas anderes drin gesehen. Und zwar nochmal so eine. Und dann habe ich noch den bekommen, auch von Essen. Und ja, das ist sehr schön gesehen. Danke auch nochmal da. Ich werde auch am Schluss zeigen, was ich von meiner Schwester und von meinen Eltern bekommen habe. Dann sind meine anderen Freundinnen gekommen und haben mir etwas für Badesachen geschenkt. Und zwar mal so eine Badesalz. Und das schmeckt extrem gut. Und das ist von, ja, das ist von dieser Marke hier. Wir kennen sie, glaube ich. Ja. Es gibt sehr viele in Deutschen, glaube ich. Dann hier so eine Raspberry und Blackberry Bad und Shower Cream. Ey, das schmeckt so geil. Echt. Dann habe ich hier so eine Maske dran. Und das kann man so drum machen, dass die Haare nicht reinkommen. Also, das sieht dann so aus. Und das hier ist von DM, also wahrscheinlich von Lea, würde ich mal so behaupten. Und ja, das habe ich von ihnen zwei bekommen. Auch danke du nochmal. Und sie sind extra hier vorbeigekommen, wo ich mega herzig gefunden habe. Und ja, jetzt kommen wir zu dem, wo meine Eltern und meine Schwester mir geschenkt haben. Ich habe von meinen Großeltern auch etwas bekommen, von meinem Omi auch. Also vom Papi älteren Teil und vom Mami älteren Teil. Ihr wisst, was ich meine. Zuerst würde ich sagen, was ich von meinen Eltern bekommen habe. Und zwar, wenn ihr schon die Insta-Story gesehen habt, habe ich hier so eine Pyjama bekommen. Ich habe es auch schon angezogen. Und zwar ist das ein Harry Potter Pyjama. Auch hier nicht schlecht kann lesen. Und es steht halt drauf Expecto Patronum. Ich kann es nicht aussprechen, weil es irgendwie, ja, die Mul ist gerade kompliziert. Ey. Kann ich überhaupt noch reden? Ich denke nicht. Und dazu halt auch noch so kurze Hose, wo auch Harry Potter da drauf steht. Und ja, wie wahrscheinlich auch merken kann, habe ich einfach Harry Potter im Moment extrem gerne. Ich lese Buch. Wenn ich mir so Sachen habe, ständig das an. Ich liebe aber Harry Potter. Das
Dann habe ich von Mami und Papi noch von Guess. Ich glaube, ihr kennt die Marke. Und zwar ist es Mamis Lieblingsmarke. Und weil ich halt immer so gerne so ein bisschen Billy-Style rumlaufe, habe ich jetzt so eine Kette bekommen. Und sie ist extrem schön und es fühlt sich auch extrem hochwertig an. Dann habe ich noch so ein Album bekommen. Also da ist noch nichts drin, aber da kann ich schöne Sachen drin machen. Da kann ich Bilder rein machen mit meinen Freundinnen oder andere Sachen. Und das ist auch extrem cool, vor allem die Sachen, die halt drauf stehen. Und dann ist es halt noch so extrem farbig, das ist extrem schön. Also jetzt kommen wir zum letzten Geschenk von meinen Eltern. Und mit was habe ich wohl die Haare gemacht? Und zwar haben wir mit einem Lockenstab, also so sieht er aus. Und einfach von der Marke Remington, habe ich es glaube ich richtig ausgesprochen, ich weiß es nicht. Mit dem hat Lana mir Locken gemacht, ich habe ihr auch Locken gemacht. Und es ist extrem ein guter Lockenstab. Also die Hitze ist immer gut, also ich habe immer bis jetzt Nummer 180 benutzt. Es geht auch von allein ab. Dann hat es noch dazu ein Handschuh gegeben, den ich es aber nicht zeige. Das ist einfach so ein schwarzer Handschuh, einfach zum Schutz. Dann habe ich halt auch noch für ihn noch eine Karte bekommen. So sieht sie aus. Das ist dann auch wieder privat, das will ich nicht vorlesen. Und ich habe mega Freude an dieser Karte, weil sie richtig herzig geschrieben ist und sie einfach schön aussieht. Darüber will ich auch nochmal Danke sagen an meine Eltern. Und jetzt kommen wir sozusagen zum letzten Geschenk, also für Lana. Und zwar hat sie mir richtig die herzige Karte gemacht, eben weil ich so ein Harry Potter Ding bin. Und zwar hat sie Draco Malfoy gemalt, weil ich bin im Haus Slytherin eingeteilt. Und ja, weil ich ihn halt toll finde. Hat sie mir das gemalt und das ist richtig herzig. Und sie hat auch noch geschrieben, wenn Hogwarts wirklich geben würde, wäre ich bestimmt eine gute Slytherin. Wahrscheinlich ist es ein bisschen gemein gemeint, weil man sagt ja, also alle böse Zauberer kommen ja nur von Slytherin und ich bin auch ein bisschen böse. Aber Slytherin hat auch etwas Gutes dran. Das Thema zu reden, müsste ich mir ein bisschen mehr informieren. Und ja, ich finde die Karte extrem herzig. Ja. Und eben von ihr habe ich eine richtige schöne Palette bekommen, auch von Essence. Und du hast halt 9 verschiedene Shadow-Dings drin. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Und ja, so sieht es aus. Und ich habe mich auch gerade geschminkt mit der. Und zwar habe ich für das, was drauf ist, Heart of Gold. Das habe ich benutzt. Und für aussen drum habe ich My Story benutzt. Also wenn ihr mal Lust habt, dass man ein Schminkvideo macht, dann gerne tun wir nach oben. Und dann könnt ihr das so mit mir zeigen. Es wird wahrscheinlich nicht so perfekt, weil ich keine Concealer und all die Sachen habe. Sondern einfach Foundation, wo ich einfach da drauf klatsche, dass man nicht unbedingt so meine Pickel sieht, weil ich schon Pickel habe. Und ja, und dann habe ich noch so einen Nagellack von Catrice bekommen. Also so sieht es aus. Daisy ist drauf. Ja, ich finde es ist mega schön. Da würde ich vielleicht demnächst mal drauf machen. Das sind so meine Geschenke gesehen. Also eigentlich habe ich jetzt einfach gerade alle Geschenke gezeigt, obwohl ich das eigentlich gegen Ende packen haben möchte. Egal, ich fahre jetzt einfach weiter. Und zwar ist an den Tagen so gewesen, dass ich dann, dass wir den Mittagessen haben. Ich habe dafür auswählen. Wir haben das Sonntag gegessen, weil es einfach mein Lieblingsessen ist. Den Tag durch habe ich einfach Roblox gespielt. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht auch nicht. Ich heiße das Life mit Leonie. wie auf Insta. Dann ist ein Nachmittag geworden, dann haben wir, also zu dritt, haben wir dann den Kuchen gegessen, weil Papi erst gegen bekommen ist. Und der Kuchen ist auch extrem schön gewesen. Hier seht ihr ein Bild vom Kuchen und von den Muffins, die ich mir gewünscht habe. Und dann ist es langsam obig geworden. Der Papi ist dann heimgekommen. Dann habe ich mit den Rest der Geschenke wieder auspackt. Ich habe dann einfach das Pyjama auspackt am Nachmittag, morgen, weil es halt gerade zu der Karte passt, die Lana mir gegeben hat. Dann haben wir Fajitas gegessen, weil ich bin vor 3 Jahren in Mexiko gewesen, wo man auch hier nicht schlecht erkennen kann. Also das Hotelarmband ist jetzt schon 3 Jahre dran. Das ist einfach amazing. Und ja, das war so mein Tag von meinem Geburtstag und ich habe richtig toll gefunden. Vor allem erstmal, dass mir wie viel mir gratuliert haben, wo ich ab und zu nicht so wirklich Kontakt habe. Zweitens, weil die 4 Freundinnen zu mir gekommen sind, also klingelt haben, um mir ein Geschenk zu geben. Und generell einfach alles ist mega schön gewesen. Also ich kann nicht sagen, dass Corona mir sozusagen verdorben hat. Ich finde es ein bisschen schade, keine Party gerade machen kann, aber man muss einfach das Beste aus etwas machen und es ist gerade das Beste geworden. Also, ich denke, das Video ist jetzt langsam fertig. Wenn ihr bis jetzt so dran sind, sind ihr sehr tolle Abonnenten und treue Abonnenten. Ich denke, ich beantworte das Video. Hier war das meine sozialen Medien noch eingeblendet. Im Outro war das ja eigentlich aussehen.
Und in der Infobox sind sie auch alle verlinkt. Dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Gebt das mit einem Like auf, obwohl ihr das wahrscheinlich schon gemacht habt. Und abonniert meinen Kanal, dass der Abo-Button nicht mehr rot ist, sondern grau. Und schaltet auch noch gerade die Glocke an, sodass ihr keine Videos verpasst. Dann sehen wir sich beim nächsten Video oder vielleicht auch Vlog, man weiss nicht. Und ja, ciao!